unangenehme Fragen beantworten. Natürlich pervers wie der Nati. Wie soll es anders sein? Nati-Style und der Jensen. Wegen rein, let's go. Was ist das eigentlich für ein T-Shirt von Can? Was ist das für eine... Ja, moin. So, meine lieben Freunde, hallo, was geht auf YouTube? Ich bin's. Kannst du es bitte nicht? Heute herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin wieder mal da mit dem Jensen. Hello. Das bin ich. Peace. Und wir dachten, wir machen mal wieder ein Video zusammen. Was machen wir denn? Unangenehme Fragen Part 2. Weil das so gut bei euch ankommt. Und ich will gar nicht so viel labern, sondern... Wir fangen einfach mit dem Video. Let's go! Ich gebe nichts mehr da über das letzte Mal haben die geschlagen. Wir fangen mit der schon eher strenger an. Und zwar, wie viel Mal pro Woche? Also essen tue ich wahrscheinlich etwa 24 Mal. Ja, gut. Duschen vielleicht minus 2 Mal. Wir machen bei Selbstbefriedigung, oder? Das ist ja wack. Ich sage in der Woche 2 bis 4 Mal. Ja, ich würde auch etwas sagen. Du musst jetzt aber schon etwas anderes sagen als ich. Ja, okay. Es ist mega unterschiedlich. Es gibt Wochen, wo du halt gar nicht tust. Und dann gibt es Wochen, wo du halt mehr tust. Hast du schon mal eine Flaute im Bett gehabt? Was ist eine Flaute? Ich würde jetzt sagen, das ist, wenn irgendetwas komplett nicht funktioniert. Wenn man nicht Aha, horny wird, also wenn es nicht funktioniert. Auf jeden Fall schon mal gegeben. Auf jeden Fall, ja. Ja, so Flaute, eben so peinliche Momente, sag ich jetzt mal. Hat ja jeder schon mal gehabt. Hast du schon mal eine peinliche Situation im Bett gehabt? Zum Beispiel nach wenigen Sekunden kommen oder so, ja, ist mir schon passiert. Ja, bei mir ist halt so, das ist halt mit so typischen Frauen, wenn du halt furzt aus dem Spassloch. Ja, voilà. Spassloch! Das klingt ja so grusig. Also wenn du mir sagst, eine Geburt ist spaßvoll, dann... Okay. Ja, ich meine, ja, es muss noch jugendfrei sein. Ihr erste Videos sind alle jugendfrei, Nati. 100%ig, oder? Ja, moin. Existieren Nacktfotos von euch? Nein. Oder freizügige Fotos? Nix Nacktfoto, nix freizügige Foto. Wirklich, also das... Macht den Scheissdreck nicht. Macht das nicht. Freizügige Fotos von dir, Nati? Ja, so freizügige Safe. Oha, Nati! Ja. Freizügige Fotos postet sie gefühlt schon auf Instagram. Nein, mit Kindern mal wieder machst du ja auch freizügig. Also, Stimmt. eben, Hast du also... sogar freizügige Bilder postest? Ja, ja. Voll bei Insta? Nein. Passiert ja. Also, Also so ohne Bra... nein, das nicht. Du? Was? Hast du freizügige Bilder schon mal gemacht? Also... So ist er jetzt gern. OnlyFans, Nein, Spaß. Also vielleicht haben wir so mal probiert, sich zu fotografieren, dass man so ein schönes Sixpack oder so hat. Also, Ja, aber ist Sixpack freizügig? Nacktfotos nicht. Es gibt oberkörperfreie Fotos. Und das ist das immer wieder beim Gleichen mit Baden. Ja. Aber Ja, voll. ich finde, ganz ehrlich, mein Glied ist jetzt nicht das ästhetischste Produkt, was es gibt auf dieser Erde. Ja, aber also, same. Ich glaube, ich will mich das gar nicht getrauen, einfach Nacktbilder zu machen. Ich will mich irgendwie voll unwohl fühlen. Vom Can habe ich aber auch schon das eine oder andere freizügige Foto bekommen, gell, Can? Baut Onlyfans? Nein, bei mir gibt es keine Onlyfans. Ich poste das direkt in die Insta-Story. Mit was denn wir uns selbst befriedigen? Hi. Mehr sage ich dazu nicht. Ja. Aha! Ich habe jetzt gemeint mit so... Ich zum Beispiel mit einem Porno. Oder so. Mit den Gedanken und mit Posts Hast du mit Bildern? und mit Bildern. Irgendwie mit Bildern kann ich mir das nicht vorstellen. Du hast einfach noch nie ein richtiges Bild von mir gesehen. Das ist jetzt eine Frage an die Nati. Wie hast du deiner Mom gesagt, dass du gerne würdest deine Beine rasieren? Ich habe es einfach gemacht. Hä, wieso ist das so eine unangenehme Frage? Hä? Ja, Moment kam, wo ich denke, Mami, ich will doch meine Beine rasieren. Also klar. Aber irgendwie musst du an den Rasierer kommen. Wir haben bei uns so einen Wegrasierer unten gehabt, also unter dem Brünneli, Lavabo. Und dann habe ich einfach einen genommen. Ja. Und dann fangen deine Beine rasieren. Ja. Aber ich glaube, ich habe zuerst meine Achseln rasiert, dann irgendwann mal meine Intimzone und dann irgendwann Beine. Weil Beinhaar habe ich eh schon blonde und die hast du eh nie gesehen. Und dann habe ich irgendwie, kann ich so den zweiten Säcke angefangen mit dem. Und du so? Tatsächlich habe ich mir wahrscheinlich
beschämt mit irgendwie 14 oder so an der Coop-Kasse ein paar so Rasierer gekauft. Jeder Boy, der sein erstes Mal Kondom gekauft hat, es gibt fast keinen cringeren Moment. Ja, das stimmt schon. True. Aber es gibt mittlerweile Self-Checkout-Kassen. Dort kannst ist ein bisschen easier. Nein, aber es ist bei der Frau genau das Gleiche, nur schon wenn du Tampons kaufst. Ja, aber es ist Das ist doch mir mega etwas unangenehm. anderes. Es ist schon etwas anderes. Tampons brauchst du, und wenn du so als 14-jähriger Bubi gehst, Ja, gut. Kondom kaufen, dann ist schon irgendwie so leicht cringe. Ja gut, das stimmt. Nein, ich weiss einfach noch einen Moment dort, wo ich kann unbedingt mal einen Tango ausprobieren. Ich habe das so in einer Klassenkamera gesehen und so. Und ich habe mir dann halt heimlich einen gekauft. Und ich kann halt ja dann logischerweise in die Wäsche tun. Und ich weiss noch, wo meine Mama so kam, ist der dir? Und ich so, vielleicht. Ja, ganz so. Wie hat sie reagiert? Das ist mir jetzt noch nie passiert. Ich habe noch nie einen Tanga gekauft von mir. Also, sie war verwundert vielleicht. Aber ich weiss es auch nicht mehr so ganz. Auf jeden Fall sind wir dann irgendwann mal später dann zusammen gekauft. Ja. Intimbehaarung, ja oder nein? Bei einem selber oder beim Partner? Beim Partner? Du, das ist mir relativ... Also mir stört es, glaube ich, nicht. Ich mir könnte wünschen, dann so rasiert, aber nicht kahl rasiert. Ich finde grundsätzlich, solange mein Gegenüber sich wohlfühlt Ja, das ist mit dem, was es hat oder macht, finde ich es eigentlich gut und finde ich das Richtige. Ja. Mein Wunsch ist, dass mein Partner sich wohlfühlt. Aber das stimmt schon. Da hat der Can absolut recht. Absoluter Ehrenmann. Mit dem Can schon 100-mal gesehen. Mit dem würde ich auch ins Bett gehen. Jungs und Mädels, für das braucht es Cringe-Brille. Was ist das auf einer Brille? Würst Nati, würst der Can? Also ich will mich schon, aber dich schon ein bisschen hässlich. Wie sieht der Can? Auf jeden. RIP, Leute! RIP! Würdet ihr auch Zuschauer daten? Hä? Schwierige Frage, aber nein, also ich glaube, also ich weiß es nicht. Ganz schwierige Frage. Ich habe eine Freundin, von dem her no need for this. Was war so ein weirder Blick? Ich habe einen Freund! Aber hättest du jetzt den Freund nicht? Ja, ich finde es irgendwie cringe, weil das ist, wenn ich so einen Zuschauer kennenlerne, dann wäre es ja theoretisch, zum Beispiel per Insta, und das finde ich zu cringe. Ich stelle es mir auch cringe vor, wenn mich jemand fragt nach einem Date und dann sage ich so, ja, ich würde glaube lieber jemanden kennenlernen, zuerst kollegial. Ich würde Zuschauerinnen daten, Aha. wenn sie einen geilen Arsch hat. Nein, also real talk. Ich glaube, jetzt einfach so irgendjemand, der da hingelaufen kommt und mich nach der Nummer fragt, nicht. Ja. Aber wenn es irgendetwas ist, wo so ein bisschen, sich einfach cool anfühlt, sich cool ergibt und vielleicht jemand einem schon kennt oder so, Ja. ist es natürlich dann immer ein bisschen schwieriger, weil sich dann die Person vielleicht ein bisschen mehr in die Person verliebt, wo sie dich als das sieht. Aha, Also wenn man sich, Internet, ja genau ja, voll. so, dass man sich eher so in die Nati-Style oder halt in den Prinz Norin aka Ja, voll. Jean-Maria Finger verliebt. Das ist halt so das anstatt Ding, in die wir sind richtige Person. halt schon in der Öffentlichkeit, aber wir sind halt wie, wir zeigen nur einen Teil von unserem Leben in der Öffentlichkeit. Und Ja, auch einen aber- Teil von aber- unserer Persönlichkeit ja irgendwo. Ja, und halt wie das, die Person, die uns sieht, stellt sich ja irgendwie vor, wie Ja, ich voll. bin oder hat das Bild von mir. Und darum, wenn sie, wie gesagt, geil ist, dann würde sie daten. Nein, wenn es irgendwie sich so ergibt, dass das passiert, dann ja. Und was findet ihr am anderen Geschlecht richtig doof vom Verhalten? Damit die Frage ein bisschen spannender wird, haben wir gedacht, wir machen das jeweils auf uns. Okay, let's go. Let's go. Es nervt mich jetzt nicht mehr so, aber am Anfang hat es mich so slightly genervt, dass du in deinen Videos so mega laut bist. Du bist so viel mehr outgoing als ich von deiner Aha, Art. ja. So. Und am Anfang Ja. bin ich voll nicht auf das klargekommen. Ja, gut, das stimmt. Weil du hast nämlich so die Kamera angeschaut und ich da hinten so... Zweiter Punkt, dass sie auf allen Insta-Bildern immer die Hand an ihrem Kopf haben. Hey, schon lange nicht mehr. Das sind Zeiten gewesen. Das habe ich geändert. Ich habe 2 gute, konstruktive, glaubwürdige Okay. Gründe. Und drittens steht es im Party immer auf meine weißen Air Force Ones. Sapperlock, geht's noch? Gut, dann komme ich jetzt. Mit all diesen Sachen, I cannot relate. Jetzt bin ich gespannt. Du bist immer ein Mensch,
du willst eigentlich alles perfekt haben. Das klingt als erstes eigentlich gut, Nein, aber... das klingt gar nicht gut. Also, so wie du Aber einsteigst. du bist dann so... Auf der einen Seite willst du es perfekt haben, auf der anderen Seite willst du mich machen lassen. Ganz zum Beispiel vorher beim Kamera einrichten. Du so, aber wenn wir nicht nur so, nein, ist egal, ist ja dein Video, machen wir es so, wie du willst. Und dann ist für mich so, ja, dann heisst eigentlich, dass mein Video jetzt eigentlich wack ist und du es anders willst machen, aber ja. Nein, du musst dir vorstellen, im Kopf von einem Perfektionist, Ja, eben, da aber das ist ja... rattert, ich überdenke alles 12 Mal, ich bin voll im Film, ich habe so meine mathematischen Rechnungen, die schon zu allem passieren. Das habe ich nicht. Das habe ich nicht. Auch mit der Kamera einstellen habe ich das meistens nicht, dass ich 10 Sachen 1000 Mal überdenke. Habe ich meistens nicht, klatschen sie aber noch daher und abfahren. Und dann sagen sie, nein komm, lass los, Ja, eben, Can, du sagst dann das und dann fühle ich mich so wack, so alles, aber was ich mache, ist einfach scheiße, aber du kannst mir nicht sagen, Ja. wie du nicht willst gemeint. Oh, ich weiss nicht, was ich wack finde. Oh, Hilfe. Du kennst Frauen viel zu gut. Es ist so langweilig, mit dir Videos zu machen über Frauen. Es ist so unlustig. Man nennt mich auch den Menschenversteher. Sind das 3 Sachen? Nein, es sind 2 gewesen. Jetzt kommt Ich warte etwas. noch aufs 3., auf die Vollendvernichtung. Ja, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt persönlich, aber ich finde es eigentlich mega schade, dass du aufgehört hast mit YouTube. Weil ich finde, du hast nice Videos gemacht und ich habe es immer geliebt, mit dir Projekte zu machen und ich habe es immer cool gefunden und irgendwie... Ich finde es schade, dass es das nicht mehr gibt. Ich finde es so schade. Ich finde es so schade, dass der Johnson nicht mehr auf YouTube ist. Chat. Das findet ihr safe, wo da müsstet ihr mir fast zustimmen. Schade, dass der Can nicht mehr ist bei YouTube. Aber 1 in Chat oder 0 in Chat. Ich auf jeden Fall 1. Ja, aber ja. Ich sehe es auch so, ja. Ich sehe es auch so. Can wirklich ein sehr, sehr ja, ein hure Ehrenmann. Ja, schade, dass ich nicht mehr YouTube mache. Aber bald kommt Musik. Ihr dürft gespannt sein. So, ich muss sagen, das war mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt doch unbedingt einen Daumen nach oben. Vielleicht machen wir mal einen 3. Teil, oder? Ja, smasht den Abo-Button von der Natti-Style. Und dann, ganz wichtig, Glocke noch schellen. und ganz wichtig, schaut meinen Channel auf Instagram vorbei. Und ich würde sagen, wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder. Tschüss! Also mir hat das Video sehr, sehr gut gefallen. Da habe ich gut auch eine Antwort und mitmachen. Von dem her sehr, sehr nice, easy Video gewesen. Nice.